Vorsicht. Das könnte sehr schnell außer Kontrolle geraten. Ja, dann werden wir uns einen anderen Weg suchen, mein Schatz. Und Kaffee schlürfend in die richtige Richtung marschieren. Ah. Bis dann. Wow, ich bin richtig begeistert, Nick. Der Mensch ist ja richtig zielstrebig. Speichern. Zigarette. Wir werden sie brauchen. Da kommen wir nicht auf, gell? Na. Bier? Bier. Ein klitzekleiner Nebelghoul. Ja, aber Nick, dem einem Ghoul ist es wurscht, was du bist, dir sag es. Wow. Da bist du schier. Da haut's mir grad die Sicherung aus. Hey, da ist sie, ey. Ein blöder Spruch zur rechten Zeit erhebt des Knaben Männlichkeit. Wo geht man hin? Da oder da? Wir gehen probieren sie mal da. Tür entsperren, Einsteiger. Die Tür für Aussteiger. Geschafft. Patsch. Also da sind wir, okay. Hat sie glatt nicht ausgezahlt, die Tür aufmachen. Gell, Niki? Oh, Ich glaube, wir sind... die Mami. Autsch. Silbermedaillon. Oh, ah, da. Nein. Auf uns kaut niemand rum. Richtig, Nick. Gib's einen. Gib's einer, zack's einer. Wer da? Du Sind magst im... Antiquitäten, nicht wahr? Ich hab das eh schon mal gesagt, Nick. Ich bin ja selber eine. Ich bin ja selber eine, wie ich meine. Hoppala. Ah, da. Ein leuchtender. Ja, komm her. Scheiße. Dann mach ich dich nieder wie die olle Frieda. So viel Blödsinn fällt mir gar nicht ein. Meisterschloss. Oh. Na, das müssen wir, müssen wir schon schaffen, weil die Haarklammern sind sehr teuer in dem Spiel. Ja. Mhm. Perfekt. Mhm. Bowlingkugelwerfer. Mhm. Braucht der Mensch. Weil ich glaube, darin sind wir soweit fertig. Was ich weiß. Okay. Na, einen Stock haben wir noch.
einen Stock, aber da ist eh nichts mehr eigentlich, oder? Ich glaube, das war's. Gut, dann schauen wir, dass wir da wieder irgendwie zurück runterkommen. Sehr fein. Gut, wir verlassen diesen Ort, diesen wunderschönen. Ich schaue nur gerade auf der Karte, ob wir den abgeschlossen haben. Ja, abgeschlossen. Sehr schön. Ich hätte mir eigentlich so in alle Orte aufschreiben, wo wir schon waren. Was der wie das ist in den Spiel. Was der wie das ist. Das ist halt ja. Okay, das ist halt. Ach ja, ich sag das. Wertvolle Medaillen. Waschsaal, da möchte ich. Ab zum Nukleus. Wow, aber ist jetzt auch wieder mal schön ein bisschen Fallout 4 Spiel nach ungefähr 2 Monaten des Nichtstuns in diesem Spiel. So. Atom sei mit dir. Und in deinem Geiste. Dankeschön. Hinauf zur Schwester. Wieder ist ein Kind durch Fahrhabers Hände gestorben. Barbaren. Na, das sowas gibt. Schwester Mai? Da bist du wieder. Danke nochmal, dass du den Pumpenregulator gefunden hast. Also, willst du sehen, was ich auf Lager hab? Ich habe endlich den Regulator aus der Wim-Pop-Fabrik. Tatsächlich? Oh, fantastisch. Dieser Regulator sollte problemlos in den Apparat unten passen. Meine Überbrückung der Filter sollte den Rest besorgen. Wenn alles passt, versprühen die Bögen jetzt so viel verstrahltes Wasser, wie sich die Kinder nur wünschen können. Ich dachte, da du die meiste Arbeit getan hast, sollst du das alte Mädchen taufen. Das Puzzle vollenden. Bist du bereit, das zu übernehmen? Bypass. Kein Problem. Natürlich, kein Problem. Perfekt. Die Pumpe liegt in der Bucht. Sollte kein Problem darstellen. Und hier, für deine Hilfe. Radikale Bekehrung. Ignoriert 30%. Ja, passt. Bau den Regulator ein. Scheißen. Haben wir genug right away? Ja. Aber was ist das Buff jetzt? Hä? Dödel. Bau den Regulator ein. Ah, ich glaube, die haben sich ein bisschen bemüht darum, ha? Naja. Du siehst, wo der Pumpenregulator angebracht werden muss, sodass verstrahltes Wasser direkt in das System geleitet wird. Dir fallen auch meist Überbrückungen zu den Filtern auf. Ein fähiger Techniker könnte sie aufheben, die Reparatur verheimlichen und das alte System wiederherstellen, sodass die Strahlung herausgefiltert wird. Habe ich das jetzt richtig gelesen? Die Überbrückungen zu den Filtern auf. Ohne Probleme kannst du Maisüberbrückung aufheben und deine eigene anbringen, sodass niemand merkt, dass sich jemand daran... So.
Aber wo war denn das jetzt? Ah, dort hinten. Genau. Was meinst du, wie der hohe Beichtvater zu Atom spricht? Durch die Stimme in seinem Kopf? Oder muss er die Worte auch aussprechen? Ich vermute mal, er muss seinen Schließmuskel bewegen. So. Ah, herrlich. Gut. Wir haben Aufgaben zu erledigen. Was Atom verlangt. Schauen wir mal. Wo ist denn der alte Sack? Ah, da bist du. Ich habe eine Aufgabe für dich. Was für eine Aufgabe? Es geht um Ketzerei. Die Angelegenheit muss erledigt werden. Ich bin bereit zu dienen, Großfanatiker. Es gibt da eine Frau, eine von uns. Zumindest war sie das mal. Gwyneth. Aber sie hat sich etwas Dunklem verschrieben. Der Beichtvater hat Fanatiker Thiel beauftragt, sie zu finden, aber sie ist ihm entwischt. Jetzt hat Gwyneth damit begonnen, unsere heiligen Stätten zu entweihen und Atoms Wort zu verspotten. Der hohe Beichtvater will, dass sie gefunden und exekutiert wird. Wieso können wir nicht mit ihr sprechen? Vielleicht ist sie ja vernünftig. Ich will ehrlich sein. Schwester Gwyneth war eine gute Frau, aber was immer sie zu diesem Wahnsinn getrieben hat, es könnte noch in ihr stecken. Wie dem auch sei, der hohe Beichtvater hat ihre Abkehr von Atom als eine zu große Sünde eingestuft. Seine Gunst darf nicht abgelehnt werden. Ich finde sie, Großfanatiker. Gut, sprich mit Fanatiker Thiel. Sie sollte dir den Weg zu Gwyneth zeigen können. Bring der Ketzerin Atoms Urteil. Geh jetzt. Diese Atomkinder, ja. Man legt sich nicht mit ihnen an. Man legt sich nicht mit ihnen an. Ich würde es aber trotzdem zum Beichtinger. Wo ist denn der Beichtinger vor da? Die alte Sacklaus. Ist der nicht da im U-Boot da drinnen? Warte mal. Der muss da drin. Geht's da? Das Schiff, das muss da sein, ne? Normal. Ah. Ach du heilige Scheiße. Sei respektvoll. Du wandelst durch heilige Hallen. Oh, heilige Hallen. Oh, wie geil. Da ist er. Der Beichtinger Sepp. Fahrhaber hat wieder einen von uns erwischt. Ihr Untergang kann nicht früh genug kommen. Entschuldige, du wolltest etwas, oder? Fragen. Würdest du mir ein paar Fragen beantworten? Wie könnte ich jemandem etwas abschlagen, der so viel für unsere Familie getan hat? Was willst du wissen? Ich frage mir jetzt einmal alles durch und durch, gell? Was ist dem hohen Beichtvater vor dir passiert? Morton? Das weiß niemand. Er schlief in seiner Kammer im Schiff und am nächsten Morgen war er einfach verschwunden. Die anderen Fanatiker haben nach ihm gesucht, aber ohne Erfolg. Es würde mich nicht wundern, wenn er nach Far Harbor gegangen oder nach Süden geflüchtet wäre. Seine Treue Atom gegenüber war fragwürdig. Er hat nichts unternommen, als in Far Harbor einer unserer Missionare exekutiert wurde. Ich würde also sagen, es ist gut so, dass er verschwunden ist. Missionar? Was ist diesem Missionar zugestoßen? Etwas Abscheuliches. Unser Bruder Andrews wollte dem Nebel trotzen, dieser schrecklichen Stadt Atoms Licht bringen und die Heiden an ihre Übertretungen erinnern. Wie ich hörte, hat er kaum ein Wort gesprochen, bevor sie ihn kaltblütig ermordeten. Wegen nichts weiter
als seiner Hingabe. Bestien. Strahlenkrankheit vermeiden? Auf der Insel herrscht eine hohe Strahlung. Warum werden die Leute nicht krank? Einige werden es. Aber die meisten sind seit der Geburt mit einer Verbundenheit zum Leuchten gesegnet. Für uns ist es nicht mehr als ein Sommerregen, warm und angenehm. Das ist der Grund dafür, dass ein Ort wie diese Insel für seine Kinder gedacht ist. Andere verenden elend, während wir geduldig auf die Spaltung warten. Spaltung? Was kannst du mir über die Spaltung erzählen? Atoms größtes Geschenk. In uns stecken Milliarden unsichtbare Welten, die darauf warten, von seinem Leuchten berührt und durch Spaltung wiedergeboren zu werden. Während des Großen Krieges wurde es vielen zuteil, auch wenn ihnen das nicht klar war. Aber inzwischen ist es oft ein langsamer Prozess. Nur durch jahrelange Einwirkung lässt er sich abschließen. Wir alle sind hier, um in unserem Leben die Spaltung zu erfahren, ganz gleich, wie lange es dauert. Hast du sonst noch Fragen? Kinder für den Nebel verantwortlich? Ich habe gehört, die Kinder wären für den Nebel verantwortlich. Stimmt das? Natürlich, den Nebel gab es bereits vor unserer Ankunft, sicher. Aber damals trat er nur gelegentlich auf. Aber dank unseres Glaubens, unserer Hingabe der Familie gegenüber, ergriff Atom die Insel, nahm mehr und mehr Land für uns in Besitz, bis alles in seiner Hand lag. Hast du noch weitere Fragen? An diesen Ort gekommen? Wie seid ihr an diesen Ort gekommen? Wir wurden vor vielen Jahren hierher geführt, nachdem wir aus Far Harbor verbannt wurden. Der erste von uns, mein Vorgänger Martin und ich gingen auf Geheiß von Atoms großem Propheten Beichtvater Cromwell nach Norden. Als wir aus dem Ödland der Hauptstadt hier ankamen, gab es einige Seelen, die offen für Atoms Botschaft waren. Anna, der Alchemist, war früher die Ärztin von Far Harbor, bevor sie das Licht fand. Aber die meisten hielten uns für eine Bedrohung. Wir wurden aus der Stadt in die Wildnis gejagt. Wir kamen gerade so mit dem Leben davon. Einige von uns waren danach nie wieder so wie früher. Wir haben nur dank Atoms Gnade überlebt und endlich diesen Ort gefunden, den wir nun unsere Heimat nennen. Sonst nichts. Im Moment war sonst nichts. Atom sei mit dir. Und in meinem Arsche, ich weiß. Kurzen Augenblick. Genau, wir haben, was Atom verlangt. Genau, hilft dem Beichtvater. Die Aubert haben wir werden jetzt mal mit der Fail reden. Dieser Stückchen außerhalb. Catch mir. Hehehe. Du böser Junge, du geiler, du. So ein Affe. Na gut. Was ich mich erinnern kann. Na, falls du das noch nicht kennst, ich spoilere noch nichts. Da du zurück bist, gehe ich davon aus, dass die Ketzerin erledigt ist. Komm, Richtig? halt's mal. Der alte Roboter im Observatorium hat Far Harbor geholfen, Ketzer. Naja. Wenn das alles nur so einfach wäre. Fanatiker Theo? Ja, brauchst du etwas? Der Großfanatiker schickt mich. Erzähl mir mehr über Schwester Gwyneth. Also gut. Wie dir der Großfanatiker sicher schon mitgeteilt hat, war Gwyneth einst ein ergebenes Mitglied unseres Ordens. Sie hatte zwar so ihre Launen, aber viele mochten sie. Vor allem der Großfanatiker schien sehr angetan von ihr zu sein. Zumindest so lange, bis sie sich von Atom abwandte. Es war meine Pflicht, sie zu finden, aber Gwyneth war schon immer sehr gerissen. Ich muss leider zugeben, dass ich versagt habe. Wieso hat sich Gwyneth abgewandt? Wieso hat sich Gwyneth von Atom abgewandt? Ich kann dir nur sagen, was ich gesehen habe. Sie hat im Stillen gebetet, als sie plötzlich aufsprang und rief, dass Atom eine Lüge sei. Als Tektis sie zur Rede stellte, schlug sie ihn so fest, dass er zu Boden ging. Als ihr klar wurde, was sie getan hatte, flüchtete sie. Tektis wollte, dass sie jemand verfolgt, ein Exempel an ihr statuiert.
Aber er hatte das nicht zu entscheiden. Beichtvater Martin wollte, dass wir abwarten. Wir hofften auf ihre Rückkehr. Aber sie kam nie zurück und wir hielten sie für tot. Das war das Ende von Gwyneth, dachten wir zumindest. Einer der Messdiener hat sie bei einer heiligen Stätte gesehen. Aber sie konnte im Nebel entkommen. Kurz darauf tauchten die blasphemischen Nachrichten auf. Und wir wussten, dass sie das gewesen sein musste. Gwyneth wirklich so eine Bedrohung? Wieso ignoriert ihr sie nicht einfach? Ist Gwyneth wirklich so eine Bedrohung? Nein, das geht nicht. Atoms Wille ist hier eindeutig. Ketzerei darf nicht toleriert werden. Ich weiß, dass du mit Gwyneth befreundet warst. Kann es sein, dass du absichtlich versagt hast? Ich würde mich nie Atoms Willen widersetzen. Mein Glaube ist mein Leben und meine Hingabe zu Atom ist vollkommen. Trotz deiner Beleidigungen ist es meine Pflicht, dir bei dieser Sache zu helfen, also tue ich es. Du solltest zuerst bei den heiligen Städten suchen. Vielleicht findest du einen Hinweis, den ich übersehen habe. Untersuche die heiligen Orte. Na gut.